Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Wir haben als Europäische Volkspartei an den letzten Wochen am Montag und einem Sozialpapier geschafft. Das heißt, wo wir als Überlegungen, als Reflexionen durchlegen, wie wir Sozialpolitik an den nächsten Jahren gesehen. Nicht kurzfristig, mittelfristig, das heißt an den nächsten 2-3 Jahren, was für eine Entwicklung, dass das soziale Volley an Europa unserer Meinung soll holen. Was als Basis davon, Basis ist eigentlich für die EVP die christlichen Werte. Dann natürlich aber auch, dass Personen frei sind und dass sie am Mittelpunkt von der sozialen Marktwirtschaft stehen. Und da sind natürlich Werte wie zum Beispiel Verantwortung, der Respekt, Toleranz, Solidarität und auch die soziale Gerechtigkeit. Das heißt, das sind alles Werte, die uns extrem wichtig sind, ob die als Partei abgebaut ist. Und die haben wir versucht, an dem Papier als Basis zu holen. Basis ist natürlich auch den Artikel 9 vom Traité über das Funktionament der Europäischen Union, den am Anfang sieht, bei all wirtschaftlichen Überlegungen, bei all wirtschaftlichen Gesetzgebungen, die gemacht werden, Legislation, die gemacht wird, müssen die Sozialkomponenten auch mal berücksichtigt werden an einem gleichen Maß. Und das ist etwas, wo wir immer darauf zurückkommen, was doch für uns immens wichtig ist. Und natürlich wichtig ist aber auch, zu sagen, dass die Europäische Union aber auch nicht mehr begrenzte Kompetenzen hat, dass die Hauptkompetenzen an den Memberstaaten liegen von der Sozialpolitik und dass die EU am Anfang nicht mehr eine übergeordnete Rolle kann spielen und auch Mindeststandards setzen, wo dann, wie gesagt, an den europäischen Ländern die Kompetenz bleibt. Und auch Lützeburg ist da ganz stark engagiert, weil auch wir wollen uns die Sozialkompetenz von der Europäischen Union nicht holen lassen. Auch wir wollen daheim weiter über das Sozialsystem diskutieren und noch negozieren und noch legiferieren. Das ist so, dass wir den sozialen Papier auf 3 große Piliere abgebaut haben. Das ist einerseits der wirtschaftliche Teil, das heißt für eine Priorität, das für uns aber auch für Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, da gibt Instrumente, die wichtig sind, wie das Entrepreneuriat, alles das, was auch die Fonds anbelangt. Das heißt, Fonds, die können Sozialfonds, der Globalisierungsfonds, alles das sind wichtige Instrumente, für, wie gesagt, Wirtschaft zu unterstützen, Wirtschaft sich auch entfallen zu lassen. Die Wirtschaft, die muss innovativ sein, muss viel an Forschung gestartet gehen, die muss mehr kriegen, für, wie gesagt, Wurzeln an Arbeitsplätzen zu schaffen. Und daraus ist für uns dann noch wichtig, dem Moment eine Sozialpolitik zu entwickeln. Das, wie gesagt, auch die Digitalisierung ist für unsere Industrie, für unsere Ökonomie extrem wichtig die nächste Zeit. Da werden natürlich ein paar Changements stattfinden an der Digitalisierung. Einerseits, was die Arbeit selber belangt, da werden auf einer gewissen Hinsicht Arbeitsplätze wegfallen, müssen gucken, wie wir das abfangen. Andererseits werden aber auch sich ein ganz paar die Opportunitäten bieten. Und natürlich muss auch die Sozialgesetzgebung darüber angepasst gehen. Denn das Recht, aber auch der Sozialschutz, alles das werden, da müssen, wie gesagt, die Neuerungen mit ablesen. Dasselbe Prinzip gilt auch, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, für das Entrepreneuriat. Die kleinen und mittelständischen Betriebe sollen sich entfallen lassen, sollen das unterstützen. Und auf der anderen Seite sollen einen Sozialschutz bieten, für, wie gesagt, dass Benefice können gemacht werden, die investiert werden. Und andererseits aber auch verhindert werden, dass den Arbeitnehmer, die Beschäftigten, dass den ausgebeutet wird. Dann natürlich auch die Integration an den Arbeitsmarkt, dass die Jugendlichen mir einfach haben, dass eine bessere Verbindung, eine bessere Aufstimmung besteht zwischen der Schule und dem Arbeitsmarkt, die Langzeitarbeitslosigkeit, die Generation über 50, das alles sind groß. Uleiers von uns, die wir von hier aus an dem Papier behandelt haben und noch mit ablesen. Natürlich auch die Flüchtlingskrise, was im Moment ein ganz aktuelles Thema ist, auch da für die auf den Arbeitsmarkt zu integrieren, für die an die Gesellschaft, die wir zu integrieren, ist ein ganz wichtig Uleiers von uns. Den zweiten Pilier, die zweite Säule, ist am Anfang die soziale Integration, den sozialen Zusammenhang stärken, an Soziales als Investiment betrachtet.
Und da spielen natürlich dann noch der Mindestrevenu, den Revenu, aber auch Mindestabkommen bei uns daheim besser bekannt in der RMG, Chancengleichheit, all die Sachen, selbisch behandeln von Männern und Frauen, was den Lohn belangt, was die Arbeitsbedingungen belangt, keine Diskriminierung, Instrumente für Antidiskriminierung. Und dann natürlich auch der Kampf gegen die Armut. Immer mehr Leute driften an die Armut auf, ob schon das sie Arbeit tun. Auch da muss dafür gesorgt gehen, dass dem Riegel geschoben wird. Dann natürlich auch ein wichtiges Sujet als Privatleben mit der Arbeitswelt an Anklang zu bringen. Die gewisse Flexibilität, die auf der einen Seite muss bestehen, und auf der anderen Seite auch die Sicherheit, für das man den an Anklang zu bringen. Alles das sind wichtige Elemente von unserem Pabaya. Der dritte Punkt, die dritte Säule ist am Anfang ein ganz starken legislativer Kader, woran sich dann, wie gesagt, Betriebe auch noch die Beschäftigten können sich bewegen. Das ist natürlich als ganz Wesen von der Sécurité Sociale. Die Sécurité Sociale Systeme, das heißt hauptsächlich Pensionen, müssen natürlich angepasst gehen. Das hat schon stattgefunden in verschiedenen Ländern, wo der demografischen Entwicklung Rechnung gedroht ging. Das hat aber noch nicht überall so stattgefunden. Verschiedene Systeme stehen auf ganz wackelige Füße. Und auch da muss nach wie gesagt darüber geschafft gehen. Auf der anderen Seite auch ein Arbeitsrecht. Alles das, die Rechte, die der Nächste hat, mit allem drum und dran, das Recht, wie ich vorhin gesagt habe, die Flexicurity, die Flexibilisierung einerseits, die Sicherheit andererseits, für das, wie gesagt, fest zu verankern. Dann auch der Kampf gegen Schwarzarbeit, auch noch der Kampf gegen Sozialdumping. Das sind Sachen, wo die europäische Sozialpolitik, wo die gemost wird. Ich meine, wenn wir darüber keine Antwort finden, dann geht am Anfang die Akzeptanz bei der Population immer mehr klein. Wir werden darüber gemost die nächste Zeit, die nächsten Jahre, was wir antworten. Und ich bin auch froh, dass die Kommission eigentlich auch eine von ihren Prioritäten Sozialpolitik gestaltet hat. Ihr wisst, die bekannten AAA, wo ich auf dieser Platz schon davon geredet habe, ist der Kommission ganz wichtig. Und wir werden mit Spannung auf die Vorschläge, die in die Richtung kommen. Chancengleichheit hatte ich genannt. Ein letztes Sujet, den uns, wie gesagt, auch noch extrem wichtig ist, das ist die Mobilität, die Freizügigkeit, die wir innerhalb von Europa haben. Die einerseits, wo Lützeburg ein ganz frappant Beispiel ist von der Freizügigkeit. Das heißt, bei uns kommen ganz viele Leute schaffen, die zu der Ökonomie beitragen. Einerseits gehen aber auch all der ein ganz paar die Lützeburger über die Grenze raus schaffen, an praktisch allen Domänen. Das heißt, das ist signifikativ, das Beispiel Lützeburg, weil doch bei uns, weil wir an der Großregion sind, weil wir ganz schnell über die Grenze sind und auch ganz schnell Leute bei uns über die Grenzen schaffen kommen. Das heißt, das ist ein Modell von Europa, nicht nur am Bereich von Schaffen, sondern auch am Bereich von Studieren, am Bereich von Reisen. Wir haben jetzt am Sozialpabaya besonders, weil das Studieren angeht, den Erasmus-Programm, auch den EURES-Programm, sind ganz wichtige Instrumente. Und auf der anderen Seite auch die Freizügigkeit, die den Schengen-Raum am Anfang mit sich bringt, ist als wichtig, dass das mit an den Sozialpabaya abfließt. Die Sozialpabaya werden demnächst an einer Fassung gehen als Broschüre. Das ist ein wichtiges Dokument am Anfang für uns, für das zu schaffen, für allen Domänen. Das ist als Linien, das sind als Rotlinien, wo wir uns darin orientieren als EVP, als Europäische Volkspartei. Und ich werde nach mit Sicherheit Gelegenheit tun, darauf zurückzukommen, auch daheim einkehr, wann Interesse da ist in der Broschüre und dem Dokument, da melde ich lasse nicht das ganz gerne zukommen. Vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.